Das Thema von Deo ist seelische Jesuntheit. Ein klein bisschen Verständnis haben von was das ist. Und wo Gott uns will Kurs merken. Hier wird viel von geredet. Wir hören von, in Englisch reden wir von Mental Illness. Wir reden von alle Sorten. Und wie es Deutsche, wir haben wir dafür. Und ich glaube, das wird nicht. Wenn ich glaube, dass der das nicht erklären, was das ist. Wir reden von Nerventrouble. So, ich will ein klein bisschen sein, ich will von dir ein klein bisschen mitnehmen, ich kann nicht sehr tief gehen, aber ich will ein klein bisschen Hoffnung geben für so eine, was mit seelischer Gesundheit kämpfen. Ich glaube, wir als Christen, wir haben vielleicht, wir verstehen das vielleicht so, dass, wenn ich mit dem kämpfen da, dass wegen Gott mich strafen wird. Oder wegen du wenig Verständnis eben hast, wie man das stillhalten, wegen keiner weit Votum damit schaffen. Aber ich will uns von der Hoffnung geben, dass ich lasse sie noch Zeit, dass Jesus erst gekommen mit der Evangelium, er ist gekommen für die Lahme, dass sie gehen kann. Er ist gekommen für die, die krank sind, um ihn heilen. Er ist gekommen für die Festgenommenen und Freimerken. Er ist gekommen für die, die bedrückt sind, und zu heben. Und wir weten nicht, wir verstehen nicht einmal, wo Gott schaffen wird, aber wir wollen nach Jesus kicken. Er ist der Doktor. Er ist der Seelsorger. Er ist der, der uns vor dich und ganz heilen wird. Wenn es nicht in dieser Himmel ist, ein Tag, wo wir für Gott sind und wo wir ganz vollkommen sind. So, ich will ein klein bisschen davon reden, von wo kommt seelisch gesund sein, von wo kommt das, und dann ein klein bisschen, was sagt die Bibel, wo soll wir mit das umgehen. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass ein klein bisschen in Unterschied zwischen, was wir würden sagen, in Mental Illness und bis Gefallen. Zum Beispiel, ich glaube, jeder einer von uns, wir fühlen uns einmal, dort wir da sind. Dort wir in Trauer sind. Aber es sind auch Zeiten in unserem Leben, wo uns fällt, du hast eine Weg über uns. Du hast eine Distanz, dass wir nicht können aussprechen, woran du bist. Ich will ein klein bisschen mitteilen mit Ihnen, wo das mir gehen geht. Ich war 17 Jahre, gesunde Jugend, und dann war ich mal sehr krank. Für 9 Monate, ich würde gerne sein auf dem Krankenbad. Ich kann nicht tun, ich verliere sehr viel weg. Wird vielleicht Fan sein, wenn dort weg nicht zurückkommt. Aber ich war nur krank. Neben dem heilt Gott mich. Die Prediger kamen über und sie beten über mich. In der Krankheit, die ich hatte meine ganzen Dormen aus, die waren voll Schlamsen. Und Prediger, die beten über mich und Gott, hört das Gebet und ich war ganz gesund. Aber durch die Zeit, mein Körper, der war so schwach und nur dort ging ich in diesen Zeiten an und ich konnte nicht verstehen, warum. Ich habe morgens im Bad gelegen. Ich wusste, ich soll schaffen fahren, aber ich konnte nicht tun. Ich will Gott anbeten, aber das fällt sich so, dass wir bis in Bein für mich und Gott. Und ich will Leben wiesen nur meine Miel und meine Eltern und meine Freunde, aber ich kann nicht. Aber in dieser Zeit, die Psalmen 140 bis 1, Psalmen, die waren sehr dicht bei mir. Und Gott lehrt mich was in der Zeit, und das ist das. Gott ist dicht bei dir, wenn je Gebrek noch was haben. Und über die Jahre, was Gott hat mir gelehrt von, wo wir uns Körper schaffen wird, wo wir seelisch Menschen sind, wo wir in Gedanken Menschen sind. Ich habe gewisse Dinge gelehrt und Gott hat mit mir gegangen. Das ist ein Kampf für viele von uns und für uns. Und ich würde sagen, das sind schwere Zeiten in meinem Leben, aber
das ist ein Ding, wo Gott mir sehr mit geholfen hat. So wie habe ich das dann verstanden? Von wo Camp vielleicht nicht ganz alles gesund sein. Dort ist ordentlich es ein Körper ist, eine physische Krankheit. Wenn wir körperlich krank sind, dort ist gewöhnlich wegen einem Virus oder einer Entzündung. Wenn wir seelisch nicht gesund sind, dort hängt es nicht an einem Virus oder einer Entzündung. Aber kriegst du eine Kopfrichtung nicht dort erst, was wir proben zu doktoren. Wir sollen dort nicht bloß proben als Kopfrichtung oder irgendeine Krankheit zu doktoren, was wir haben. Wir sollen nicht bloß unsere, wenn wir seelisch ungesund sind, dort doktoren. Wir müssen gehen dort, wo uns krank merken wird. Zum Beispiel, wenn eine Person hausen wird, wir sagen nicht nur die Person bloß hier mit hausen. Dann was die ab hier mit hausen. Was tun wir? Wir untersuchen den Körper zum Sein, woran haust diese Person? Hat die Lungenentzündung? Hat die Wort vorne abgeschluckt? Woran haust diese Person? Und dann schauen wir mal dort, was die Krankheit rüberbringen wird. Weil viele von uns, wir sind seelisch ungesund, wegen unser Seil nicht gesund ist. Dort wir nicht feilen können, wie dort sein, dort soll sein, ist nicht die Krankheit. Die Krankheit ist in uns, so zu sein. Wir sind nicht gesund. Unser Seil fehlt Gott seine Wahrheit und Gott seine Life. Das sind dann so ein Wort lernen und leben dort, wenn einer seelisch ungesund ist, dort ist artig. Ich will von dir uns merken, dass wir das vielleicht ein klein bisschen anders verstehen. Die erste eine große Schande, besonders manch uns Deutsche. Und wir kicken rauf in so ein Wort, wie würden sagen, die haben Nerventrouble. Ich will uns klein bisschen merken, wer wird die nicht brauchen, Nerventrouble. Ich glaube, das bringt nicht ein gutes Verständnis von was das ist. Seelisch ungesund wird besser sein zu verstehen. Ich will uns von dir merken, dass wenn wir kämpfen, dass wir seelisch ungesund sind, dort in des Selbst als nicht sind. Aber es ist wichtig, dass wir uns hart untersuchen und uns Körper untersuchen und dann verstehen, warum sind wir nicht gesund. Dort ist, wo wir sollen unser Ziel und unsere Kraft geben. So, warum sind wir seelisch ungesund? Ich glaube, es sind 3 Ursachen dafür. Vielleicht mehr. Und das sind niemals dort ein ganz erste Schau von aller Taub. Erste ist, dass wir sind physisch oder körperlich nicht gesund. Ich führte mal einen älteren Mann besuchen und ich hatte viel Respekt für diesen älteren Mann. Und er war seine ganze Lebenszeit, er war sehr freundlich, er war sehr schaftig, er war der erste Mensch, der merken. Das ist ein älterer Mann, der hat einen Herzschlag. Und dann führe ich am Besuchen am Leid fragen, der war ganz ordentlich. Er hat einen Herzschlag gehabt, er hat ihn operiert. Und über dem dann kam er ganz rauf. Und er war in Depression so zu sein. Und für mich wird es klar zu sein, dass wenn unser Körper eine große, schwere Zeit durchgeht, der fährt unsere Falling, unsere seelische Gesundheit kommt auch. Ich denke, was ein großer Part von das ist, dass wenn wir sehr abgespielt sind und viel zu viele Dinge, dann wir merken uns viel zu Druck, unsere Gedanken, unser Körper kann das fertig nicht nur. So wenn wir das Menschen, da wir sagen, wie 16 Stunden da schaffen und 6 oder 7 oder Werk, und wir dort über Jahren dann, wir wollen meid, eine Gesundheit, das schaut uns Gesundheit, wenn wir das dort tun. Und nochmal, unser Verstand, unser Brain, schafft dort nicht das so, das ist ein Part von unserer physischen Gesundheit. So, wenn das als wo unsere Gesundheit mal kämpfen, das sei nicht, dass wir ein Doktor davon sein, dass unser Körper kann gesund sein und so, dass wir unsere seelische Gesundheit kann auch weiter kriegen, wo das soll sein. Das Zweite ist, dass wir jährlich kämpfen dann. Wenn Menschen sich bedrückt fühlen dann,
erst dort wegen, sie haben Dinge, was sie probieren zu verstärken. Du hast wenig, was meine Energie nehmen wird, es sind den Proben zu verstärken. Du hast wenig, was meine Energie nehmen wird, es Proben, um dort verstärken, was wir wörtlich sind im Hort. Und wenn wir wörtlich von Hort proben uns zu verstärken von Gott, wir wollen uns meid tauben. Dort wir meid wollen und dort wir mit unseren seelischen Jesuntheit raufkommen. Ohne Tiden sind wir bei der Jester, was jingen an schaffen tun. Und ich habe Menschen gesehen, was bei der Jester lieden tun. Und ein Teken, was in der Beweis ist, dort so tun schaffen, dass dort ein Mensch verbiestert ist. Ein Mensch kann dort nicht verstehen, warum Dinge so sind, und sie sind verbiestert. In Englisch sagen wir ganz confused. Mit Gott ist der Ordnung, mit so tun ist keine Ordnung. So, wenn wir keine Verständnis haben und wir verbiestert sind, fängt erst dort, wenn so tun schafft in uns. Aber das dritte ist, und ich glaube, das ist die größte Ursache, als wenn wir, als Menschen, nicht seelisch gesund sind. In Englisch würde ich sagen, wir sind seelisch immature. Wir sind noch nicht abgewachsen. Und was wir in Hort sind, ist noch nicht dort, was Gott will haben von uns. Das größte Ding, was Gott will von uns, ist nicht unsere Arbeit. Das größte Ding, was Gott von uns will, ist nicht, dass wir am Dein down in der Kirche. Das größte Ding, was Gott von uns will, ist uns Hort. Und dort ist, wo unsere Feiling von kommen. Dort ist von uns Hort, von wo wir leben. Dort ist von uns Hort, wo wir uns von freuen. Dort ist von uns Hort, wo wir euer haben. Dort ist von uns Hort, wo wir aufjanzig sind. Dort ist von uns Hort, wo wir Trühe haben. Und dort ist, wo Gott die Arbeit will tun. Ja, dort ist wichtig, wo wir leben. Ja, dort ist wichtig, was wir uns mit unseren Hängen tun. Aber wenn unsere Seele gesund ist, dort ewig wird kommen. Und ich weiß, für welche von uns, wir sind nicht in derselben Stadt, wir fangen nicht in derselben Stadt an. Welche von uns sind seelisch ganz gesund, aber andere von uns sind vielleicht nicht. Und ich glaube, das ist warum, ich glaube, es ist viel besser zu sein, dass wir sind seelisch, wir reden von seelisch Gesundheit, aber ist Nerventrouble. Wenn wir bis mit Nerventrouble, das redet bis von Negativität. Aber seelisch gesund sein, das ist gesund merken, das ist ein Prozess, wo Gott in uns schaffen wird. Und das meint dann, dass wir lernen, um das Recht verstehen, wo wir uns feilen, sodass wir können verstehen, was und was ist. Weißt ihr, wo wir uns feilen, ist das Fenster, das uns wiesen wird, was und was ist. Zum Beispiel, wenn wir leicht da waren, dann meint er als Euer in unser Seil. Wenn wir uns leicht bedrückt fühlen, dann meint er unser Seil als Meid. Und so wieder, wir würden können reden von unser Feiling als ein Beweis, was ein Wort ist. Ich glaube, das ist ein Ding, was wir dieses Deutsche Ferken nicht ganz reich verstehen und lernen. Sehr viel von uns wurden gelehrt, dass unser Fallen, die halten nicht viel an. Wenn wir da sind, wir sollen nicht da sein, so hier mit da feilen. Oder wir sollen uns niemals zu sein abbringen. Wie viele von Ihnen haben dort nicht gehört? Da ihn zu sein abbringen, ist nicht gut. Oder wie viele von uns haben mal gehört, hier mal rohren. Ja, das halt nicht rohren. Und die Fallen, was entspringen sind von uns Hort und der Beweis sind von uns Hort, wir merken die auf. Und Gott hat uns gemerkt, dass wir frei sind mit unserer Falling, dass wir können wiesen und verstehen, was in uns Hort ist, willst wir feilen. So, wenn die Älteren sind,
Jo, wie man an sich Kinder lernen, wo wir feilen sollen und wo wir dort utschaffen sollen, aber wer wollen sich Kinder dort niemals aufmerken, dass das nicht feilen. Jo, wir sollen uns stieren, jo, wir sollen uns leiden, aber wer wir dort in der Städten, wo Kinder feilen sollen, dort wie kann sein, was ist in der Hort. Forsch, was uns lernen dort was ein Hort ist wichtig, als in Sprüche Kapitel 4, 20 bis 23, dort sagt es das. Min sehen acht erop, was ich sei, und hol den Uhr han, wann ich red. Verjagt niemals, was ich gesagt habe. Hol die wie Deib im Hort. Willst du sein Leben für dich, die fingen, und sind gesund von ihrer ganzen Körper. Merk sicher, dass du im Hort wees bist, dass es wo durch dein Leben kämpft. Wer wir in Hort sind, wo seelisch gesund wir sind, ist verbunden mit wo geistlich gesund wir worden sind. Wegen was wir sind, ist im Hort. Wo wir dort utleben, da habt der Grund von Hort. Dort sagt hier, im Hort, wir sollen im Hort sein, dort ist, wo der dein ganzes Leben kämpft. Und so ist es wichtig, dass wir gesund in uns Seil sind. So, wo können wir anfangen, uns Hand zu geben, dass Jesus kann uns Hort schaffen, unser Seil schaffen, dass er uns heilen kann. Ich glaube, das erste Ding ist, dass wir uns selbst fragen. Und die Antwort muss treu sein, und dort ist das, weil wir frei sind. Ich bin jeden Christen fertig, was reden von, was in ihr Leben passieren wird, wo Dinge schwer sind. Und dann frage ich, weil wir frei sind. Und dann sagen, ich glaube ja. Und dann frage ich, was lässt die Gott wel doen na dit en dat? En wil je dat maar proeven? Vielleicht. Ich denke ein bisschen an die Versen, was in Johannes Kapitel 5 von 5 bis 6, das sagt es dort. Und hier beginnt Jesus ein Mann, was nicht gesund ist, und er fragt am dort. Und er sagt, das sagt es dort. Nu wir du ein Mann, der du al 38 Jahre krank gewesen wir. Als Jesus den du liegen sag en antwoord, dat hij al zo lang gelegen had, vroeg hij aan, was du gesund worden? Diese Frau ist sehr opvallend. Wenn hier ist die Person, die ist krank, was von der Person wird nicht werden gekostet worden? Was von der Sort Mensch wird nicht gesund werden worden? Aber Jesus fragt am das, weil ich glaube, er Sachen diesen Mann sein hat, dass vielleicht wie er nicht so will, uns frei zu werden von seiner Krankheit, es wird dort so loten deit. Und ich glaube, dieses Menschen müssen noch in fertigen Situation, jo, wir wollen frei sein, aber vielleicht ein bisschen bet, wegen, das sind was Dinge von unseren Sünden und wer wir sind, und dort wir wollen hinter die Dinge verstärken. Zum Beispiel, wir glauben vielleicht, wenn ich kann mich selbst bis nahe, ich bin depressed, dann bin ich vielleicht nicht ganz so verantwortlich für was ich leben darf. Wenn wir sagen, na, ich habe einen Kampf mit Wort, wie kann das vielleicht ein klein bisschen verstärken? Na, ich habe Wort, ich kann das nicht halten. Wir müssen ehrlich sein, um nach Jesus gehen und sagen, nimm mein Leben, das es dient. Du machst das, was du willst. Ich sage ganz ehrlich, mir ganz Hand geben. Wenn wir nach Jesus gehen, werden wir nicht müssen, so einfach nach Jesus gehen. Und Jesus fragt uns von dir, wo immer wir sind, wenn wir meist gesund sind oder ganz gesund sind oder überhaupt nicht gesund sind, wirst du wirklich frei sein. Wer wir dann ehrlich sein, haben uns selbst ganz abgeben. Ich denke, was ich glaube, wir müssen lernen, ist, dass wir sind verantwortlich für wo wir leben.
Jo, wir können nicht verstehen, warum die Dinge passieren in uns Leben. Wir können nicht verstehen, warum Gott welche Dinge zulassen hat, dass Dinge schwer sind für uns. Aber wo wir leben und was wir mit unserer Fallen tun, für dort sind wir verantwortlich. Und in Christus, mit Gott sein Gnade, haben wir die Kraft zum Gewinnen. Nicht unsere eigene Kraft, Gott seine Kraft. Du hast Hoffnung für alle von uns. Und Gott verlangt nicht, dass wir perfekt sind, aber Gott sagt, wir sind immer verantwortlich für wo wir leben. So wir können nicht welche Dinge verstärken. Wir können nicht sagen, na, ich sage bloß so. Nee, Gott will uns schaffen, seine Gnade will uns schaffen, dass wir ganz frei sind. Wir sind ganz verantwortlich für wo wir leben. Ich glaube, das größte Ding ist aber, dass wir lernen und wir vertrauen dort, was Gott sagt, lieber als dort, was wir im Hort haben. Zum Beispiel, sehr viele von uns, wenn wo wir abwachsen, wir glauben dort wirklich, dass wir nicht sind. Gott hat mich eine Gaben gegeben. Das ist ein Leben, was wir angenommen haben, was uns zurückholen wird und ich glaube in vielen Wegen uns durchholen wird. Dass wir geistlich und seelisch nicht gesund sind. Was kriegt Gott uns zu? Dass wir nehmen die Lese rüt und wir sagen Gottes Wort, seine Wahrheit, lieber in uns Hort. Wir lesen die Versen letzten Sonntag von Johannes Kapitel 8. In 32, was 36 redet Jesus und er sagt, wer der sehen, merkt frei, als wörtlich frei. Und von wo kommt die Freiheit? Die Freiheit kommt durch Gottes Wort. So das ist wichtig dann, dass wir verstehen, warum voll existiert. Und wenn du liest, was uns in Stich stehen, Gott sein Wort als immer stärker ist der Lees. Wir denken viele Dinge über uns selbst. Vielleicht gleich wie dort Dinge wollen immer artig gehen. Aber was lehrt die Bibel? Die Bibel lehrt, dass Gott erst für uns, nicht gegen uns. Vielleicht gleich wie dort keiner kann mit leben, wenn ich nicht in der Person, was Leib kann annehmen. Was lehrt die Bibel? Die Bibel lehrt, dass Gott hat jeder eine von uns in Gott sein Ebenbild gemerkt und dass jeder eine von uns soll geleitet werden. Wieder die Bibel lehrt uns, dass Gott seine Leib wie so groß, dass er schickt sein Einchen sehen, um am Krieg gestorben für uns. Und wenn dort nicht eine große Leib ist, ich weiß nicht, was ist. Und so müssen wir durchgehen, die Dinge, wo wir artig verstehen, wo wir bedrückt sind, lesen, wo so eine Kontrolle über uns haben, wenn wir die Lese nicht abgeben, wie man die Lese zu sehen sagen, und lieber uns Seil fällen, maar dat Gottes wird. In dieser Woche soll es gesund werden, als wörtlich ein Krieg zwischen was so ist und was leh ist. Was Wahrheit ist und was sich gegen Gott sagen wird. Und wenn wir uns dann fingen in der Diensten danach, vielleicht wollen wir uns so rufen, wir können wörtlich meist nicht tun. Wir fühlen uns so bedrückt. Mit all der Kraft, was wir danach haben, können wir, und ich würde sagen, in vielen Wegen müssen wir entscheiden, um Gott sein Wort leben, wo wir uns feiern. Wir müssen Pfoten für das Licht leben als der Vestentniss. Und man das will ich uns beide auch mal merken, und dort ist, dass Gott erst für uns, nicht gegen uns. Das sind Tiden, wo sich dort so feiern wird. Dort fällt sich dort Gott weit auf ist. Und wir rufen Gott an und wir prachen Gott, wo bist du? Und dort hört sich so, du hast keine Antwort. Und die Zeit müssen wir entscheiden,
Tom dort vertrauen, was Gott gesagt hat. Dass Gott es dich bei dir werden gebracht noch was haben. Wenn dort so dies da loten derten, wie sein die Kinder war rüht, muss wir dort wirklich vertrauen, wenn wir uns das nicht so feiern tun, dass Gott es dich bei dir werden trüger sind. Ein Ding, was uns auch halten wird, ist, dass Jesus Christus kann krack verstehen, was wir durchgehen. In Hebräer Kapitel 4, der 15. Vers lehrt uns das. Wir haben nicht einen höheren Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfeilen kann, aber einer, der in alles krack so versorgt worden ist, als wir sind, aber ohne zu sünden. Wir weten nicht krack, wo Jesus Christus Depression und andere Dinge beleben hat. Aber dieser Vers lehrt uns, dass Jesus Christus weit krack, was wir durchgehen. Wenn wir uns freuen, Jesus Christus weit, was es ist, haben sich freuen. Wenn wir eine tiefe Leib haben für eine Person, Jesus Christus weit krack, was dort ist, eine tiefe Leib haben. Wenn wir in einer tiefen Trühe sind, wenn vielleicht haben wir wem verloren durch Tod. Jesus Christus weit krack, was es ist. Wir weten von der Bibel, dass Jesus Christus auf seinen Futter begruft. Und all das kann Jesus krack mitfeilen, was wir durchgehen. Aber wenn wir diese Farge ganz annehmen, dann, wenn wir seelisch nicht gesund sind, Jesus, wir einmal seelisch gesund, aber er kann krack mitfeilen. Wir weten nicht, wo, er kann krack mitfeilen, wo wir uns feilen. Und all das hat Jesus Christus gewonnen. Jesus Christus gibt nicht ab, und das schwör wir verarmen. Und wenn der Licht mal clean ist, und der Dienste stark ist, werden wir Jesus checken, wenn er gewonnen hat. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir Fehler checken. Im Philipper Kapitel 3, der 13. Vers sagt es, der Bruder, sei mir nicht dafür an, dass ich dort all zu holen habe. In uns Leben, wo wir niemals ganz vollkommen sind, wir wollen niemals ganz reich verstehen, er sagt, aber das. Aber ehrlich da ich vergeet, was hinter mir liegt, und ich reg mich uit nur dort, was für mich ist. Wir können für ein so klein Bestie verder checken. Vielleicht hast du in der nächsten Stunde, vielleicht in der nächsten Werk, nächstes Jahr. Aber Gott sagt einmal, check verder weit. Check nicht, was hinter uns ist, check, was verder uns ist. Und dort ist, wo Hoffnung kommen wird. Hoffnung ist nicht bloß in der Weise, wo wir uns feiern tun. Hoffnung ist eine Vertrauen an Gott. Das letzte Ding, was ich will uns mitteilen, uns merken, ist das, dass Gott seine Arbeit tun. Wenn wir die Städte haben, wo wir nu wohnen, da wir in aller Barm ab das Hafen, ich weiß nicht, wie alt das Barm ist. Und ich merke das Barm auf und da wird ein sehr süßer Butter. Das riecht ein bisschen so, dass wir haben die Eier geschmiert ein paar Jahre trägen, dass wir wirklich das Ost bis ganz grässlich sein. So was tue ich? Ich kaufe mir eine Pump und dann pumpe ich. Wir pumpen das Wasser da raus. Und das erste beste Wasser, das riecht bis sehr schlecht. Und wir kennen weich, dass das eben gut genug wie für die Heine und die Tiere, die das trinken sollen. Und mit der Zeit, da alles war da rausgepumpt, dann kam der neue, reine, frische, seitet Wasser in den Baum an. Von der und da habe ich kein Trouble, das Wasser von dem Baum trinken. Und der Arbeit will Gott uns tun. Das wird vielleicht nicht scheinen am Anfang, wo Gott mit welchen Dingen erschaffen hat. Und das riecht vielleicht sehr süß, und das sitzt vielleicht sehr süß. Und alles, was wir sein, ist unsere Schwachheiten. Wir sein bloß unsere Sinnen. Wir sein bloß unser Kampf.
Aber wenn wir alles hingeben dann nach Jesus, und Jesus den Baum frisch abfällen wird, mit frischen, lebendigen Worten durch Gottes Wort, mit der Zeit, dort ist, wo unsere Jesuntheit von kommen wird. So, lieber Freund, gib nicht ab. Lieber Freund, gib die ganze Hand nach Jesus, dort er kann, der Arbeit down in deine Seil, dort wo Schweinchen süß ist, kann rückgenommen sein, und dort er uns fällen kann, so dass er in Johannes Kapitel 4 sein wird, mit Leben gerennet Wuta. Wir wollen noch schließen mit einem Gebet. Jesus Christus, wir sind dankbar, dass du gekommen bist, uns Radar. Von dir haben wir gesehen, weil du bist gekommen bist, uns Seilsauer, uns Seilheiler. Gott, wenn du von dir so eine Antwort und viele Dinge kämpfen, und die fühlen sich bedrückt. Vielleicht sind es von dir Smars, die keine Hoffnung haben. Was bist dieses Beleben dann? Gott, ich bete, dass du diese Botschaft brauchen, um Hoffnung bringen. Ich bete, dass du unsere Seil fällen mit deinem frischen Futter. Und Gott, wenn die Söhne sind hier, wird sich schämen dann, mit wo sie sich selbst finden dann. Ich bete Gott in deine Gnade, in deine Leib, dass du uns wiesen, dass uns helfen wird. Wir beten auch, dass wir einen Ordnung können unterstützen. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen.